jedem Atem, den wir haben, wollen wir dich loben und preisen. Dir gehört Lob für immer, weil du bist würdig, gegenwärtig. Und danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, öffne unsere Ohren, unser Herz, unsere Gedanken. Wir würden gerne von dir empfangen, deine Stimme hören, inspiriert, motiviert, ermutigt, wieder heimgehen. Merci für das, was du für uns heute Morgen vorbereitet hast. Amen. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen an alle von der EGE, klassischen Gottesdienst, die mitschauen. Schön, dass wir heute Gottesdienst zusammen feiern können. Karin hat schon gesagt, wir fangen mit dem neuen Predigtserie in den nächsten 4 Wochen. Und zwar, wir schauen zusammen den Philipperbrief. Wir gehen den ganzen Philipperbrief durch. Vielleicht hast du, der Philipperbrief sind nur 4 Kapitel. Das heisst, man kann in weniger als eine Stunde den ganzen Philipperbrief lesen. Also eigentlich in einer halben Stunde könnt ihr den ganzen Philipperbrief lesen. Macht nicht jetzt während dem Gottesdienst, sondern wenn ihr heimgeht. Es lohnt sich, wenn ihr könntet mal das durchlesen. Ich möchte ein kurzes Hintergrund, Background geben. Wo ist der Philippi? Was für eine Gemeinde ist das? Wie ist er gestanden? Der Paulus schreibt den Brief an die Kirche, wo er pioniert hat. Die Geschichte finden wir in Apostelgeschichte, Kapitel 16. Der Paulus ist unterwegs nach Damaskus, nach Syrien, und dann er hat eine Vision. Er sagt, der Heilige Geist hat uns gestoppt. Wir wissen nicht genau, wie der Heilige Geist ihn stoppen, aber er hat eine Vision von einem Mann in Mazedonien. Er ändert seinen Weg, kommt Richtung Mazedonien, stoppt in Philippi, wenn ich da auf der nächsten Folie habe. Der Philippi ist im südlichen Teil von Mazedonien, nördlichen Teil von Griechenland. Ich bin mir nicht sicher, ich kann es nachher anschauen, wo heute Philippi ist. Ist das Teil von Griechenland oder Teil von Mazedonien? Könnt ihr mir nachher sagen. Ich habe alle möglichen Antworten gefunden. Gewisse, die sagen, es ist immer noch in Mazedonien oder immer noch in Griechenland. Aber da ist südlich von Mazedonien. Der Paulus kommt dort hin. Er wollte eine Synagoge besuchen, fand aber keine Juden. Geht Nähe von See, trifft eine Frau, die lila Stoff verkaufte. Eine Businessfrau, sehr reich, wohlhabende, berühmte Influencer, ein grosser Haushalt, hat 4 Sklaven, wir lesen in der Bibel. Der Paulus, wir sind Kollegen, durften bei ihr übernachten. Und eigentlich die erste Gemeinde war bei ihr in der Wohnung. Das sagt, sie ist ziemlich reich, sie hat ein grosses Haus, mehrere Zimmer oder mehrere Wohnungen in ihrem Haus. Doch aber mit einem sehr offenen Herz von Gott. So, sie gibt ihr Leben Jesus. Sie lädt den Paulus, seinen Kollegen mit. Sie gehen bei ihr daheim, dann ihren Haushalt. Ob sie einen Mann hat, eine Familie, wir wissen nicht. Die Bibel sagt, ihren Haushalt. Kommen auch zum Glauben, lassen sich taufen. Einen Tag später, der Paulus läuft raus, geht ein bisschen einkaufen, am Strasse. Und wir sollten wissen, der Philippi war der Central Part zwischen Asia Minor und Rom. All die Business-Handel ist in Philippi gestanden.
Das ist eine römische Kolonie, sehr berühmter Stadt, weil wenn du reisen von heutiger Türkei nach Rom, bist du da durchgegangen. Und da haben die meisten Handlungen gemacht. Die Philipper sind sehr stolz auf ihre römische Identität. Sie sind römische Bürger. Starke Identität, das ist ein kleiner Rom, haben sie das genannt. Hat auch so ausgesehen wie der kleine Rom. Der Paulus geht dort predigen und dann, vielleicht mögt ihr euch erinnern, ein kleines Mädchen läuft hinterher und eigentlich spricht die Wahrheit über den Paulus. Löset zu, was er euch sagt. Das ist die Stimme von Gott. Nach 2 Tagen aber der Paulus kehrt um und schickt die bösen Wahrgeister weg von den Sklavenmädchen und tut sie befreien. Als Ergebnis von der Befreiung landet er im Gefängnis. Es gibt einen Witz, ich glaube, den Witz haben sogar die ersten Christen damals in den ersten Jahrhundert gesagt. Der Paulus, wenn er in eine neue Stadt geht, das Erste, was er macht, ist was? Er geht im Gefängnis schauen, ob es gut ist oder nicht. Ob er eine Nacht dort übernachten oder nicht. Er landet im Gefängnis. Wir haben eine Story mit Paulus und Silas sind im Gefängnis mit Ketten. Was machen sie im Gefängnis? Sie fangen an beten und singen. Während dem Gebet und während dem Lobpreis singen, fallen ihre Ketten ab, kommt ein Erdbeben, die Türen schlagen offen und der Gefängniswart, der Gefängniswärter hat gedacht, dass sie geflohen hat, weil er sich umbringen, aber sie haben ihn nicht erlebt, sondern haben mit ihm geredet, haben Evangelium mit ihm geteilt. Denn er und seine Familie lassen sich taufen, gehen zu Lydia daheim und so steht der erste große Kirche in Philippi. Mit Lydia, ihrem Haushalt, mit dem Sklavenmädchen und mit dem Gefängniswärter und seine Haushalt. Und jetzt, Jahre später, er ist wieder im Gefängnis, im Rom, in einem Hausarrest. Und im Gefängnis im Rom, 2 Jahre lang, er schreibt 5 Briefe. Und Philipperbrief ist einer von den Briefen, wo er vom Gefängnis schreibt. Er hat sehr gute Beziehung mit der Kirche. Er liebt die Kirche sehr. Wir können noch weitergehen. Der Kirche liegt sehr fest auf sein Herz. Sie haben ihn unterstützt, finanziell, im Gebet. Sie haben ihn besucht. Da ist einfach eine Freundschaft, eine Partnerschaft. Und er schreibt von Gefängnis an den Philipper. Botschaft von Philipperbrief. Wisst ihr, was das ist? Das berühmte Vers. Freut euch in Herrn aller Zeit. Das, was freut euch in Herrn, und ich sage wieder, freut euch im Herrn aller Zeit. Es ist der Brief des Freudes. Und von Anfang an bis zum Schluss schreibt der Paulus mit dem Lachen auf sein Gesicht. Und wir lesen das dann, mit dem Lachen bete ich für euch. Mit Freude schreibe ich für euch. Und das ist einfach ein Freudesbrief. Nicht wie alle anderen Briefe, die er schreibt, im Vergleich mit Galaterbrief oder Korintherbrief, wo eine Ermahnung Briefe sind. Der Brief ist einfach anders. Und da spürt das Herz, man spürt das Herz, obwohl er ist im Gefängnis, trotzdem sagt er, ob wir frei sind oder im Ketten, ob wir Überfluss haben oder Mangel, wir vermögen alles durch den, der uns Kraft schenkt. Philipper 4. Also, lass uns denn nicht viel mehr Zeit für die Introduction verlieren, sondern wir gehen direkt in Kapitel 1 und wir lesen von Vers 1 bis 3. Ich habe jetzt Elberfelder Übersetzung genommen. Es ist eine sehr schwierige Übersetzung für mich zum Lesen. Gestern habe ich mit meinem Mann ein bisschen
geübt, ein paar Worte. Und dann sagt, wieso hast du diese Übersetzung genommen? Es ist am nächsten oder am engsten zu dem ursprünglichen Text und es macht mein Leben einfacher zum Predigen. Nicht zum Reden. Sachen so wie in Elberfelder steht, wird schwierig sein zu aussprechen. Ich brauche eure Hilfe, eure Gnade. Aber es ist viel näher an den Originaltext mit Wörtern, die ich eigentlich brauche. Also, Kapitel 1, der Paulus schreibt Paulus und Timotheus. Der Timotheus hat Paulus immer wieder im Gefängnis besucht. Es kann gut sein, dass er hat auch ein paar Briefe geschrieben, der Paulus hat diktiert und jemand anderes schreibt für ihn. Knechte Christus Jesu an alle Heiligen. Spannend, dass die Kirche ist genannt Heiligen. Wie wär's, wenn ich würde Gottesdienst anfangen? Oder Karin heute Morgen bei der Moderation sagt, herzlich willkommen alle Heiligen der Kreuzpunkt. Wäre das spannend, oder? Es ist weird, komisch. Alle Heiligen. Ich bin nicht heilig. Ich fühle mich nicht wie heilig. Ich handle nicht wie heilig. Mag beides sein. Manchmal wir fühlen uns nicht heilig. Und sehr oft leider wir handeln nicht wie der Heilige. Egal, heilig heisst getrennt für Gott. Heilig ist etwas, was du trennst, auf der Seite tust von Gott. Und wir sind heilig, weil wir sind getrennt für Gott. Ob wir uns danach fühlen oder handeln, ist ein anderes Thema. Ist ein sehr wichtiges Thema. Wir sollten uns danach handeln, weil das ist unsere Identität. Kannst du jemanden auf der linken, rechten Seite nur anschauen und an dich selber denken, er ist heilig, sie ist heilig. Und wenn das deine Frau oder Mann ist, dann verstehe ich noch mehr. Und doch, das ist die Wahrheit, der neben dir hockt, ist heilig. Weil Gott hat uns heilig gemacht. Er nennt uns heilig, weil wir gehören zu ihm. Das ist unsere Identität. Und so sollte man auch leben. So, mit dem begrüße ich euch Kreuzpunkt, die Heiligen. In Philippi sind samt dem Aufsehen und Dienen Gnade euch und Friede von Gott. So, das zweite Vers kommt schon. Friede, Gnade unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Vers 3 und 4 sagt, ich danke meinen Gott, so oft ich an euch. Ich danke meinen Gott bei jeder Erinnerung an euch. Alle Zeit, in jedem meiner Gebete. Und bete für euch alle mit Freude. Wie schön ist das? Und ich glaube, er tut nicht übertrieben. Er lügt nicht. Er hockt im Gefängnis. Wir wissen vom Geschichte, dass er wird hingerichtet und er stirbt. Ich glaube, er weiß es selber und er sagt, später wir lesen das in seinem Brief, dass er weiß, sehr wahrscheinlich er wird sterben. Und doch, wenn er betet mit dem Lachen auf dem Gesicht, betet mit nicht Bitterkeit, nicht Schmerz, nicht jetzt bin ich wieder wegen Jesus im Gefängnis, sondern ich freue mich, wenn ich an euch denke. Wie schön, wenn wir auch für Leute beten mit dem Lachen auf unserem Gesicht. Ich danke meinem Gott. Und er geht weiter im Vers 5, erklärt quasi, wieso er mit Freude und Lachen betet für die Philippi, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Teilnahme, Wort, wo er braucht, ist das Wort Koinonia, wo wir alle wissen, Koinonia bedeutet Gemeinschaft, nicht einfach zusammenhocken und das mega feine Kreuzpunkt Cappuccino trinken, obwohl ich das auch Koinonia nenne. Aber Koinonia ist viel tiefer als das. Koinonia heisst Leben teilen, Freude teilen, Finanzen teilen, Leiden teilen, Leben einfach miteinander machen. Abendmahl heisst Koinonia. Das Teilen mit Leib Christi heisst Koinonia. Die Gemeinschaft, die einfach so viel tiefer ist.
Und er sagt, die Koinonia habe ich mit euch erlebt. Und zwar am ersten Tag, als ich zu euch gekommen bin, als wir uns kennengelernt, ihr seid auf meiner Seite gestanden, ihr seid meine Freunde, ihr habt alles mit mir gemacht, ihr habt immer meinen Rücken gehabt, ihr habt für mich gebetet. Sie haben ihn finanziell immer unterstützt bis heute. Egal wie es mir geht, wir haben Koinonia. Was für eine schöne Gemeinschaft. Und dann, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesus. Spannend, sie haben treu ihn finanziert, treu Geld geschickt. Ich sage nicht, ob das richtig ist oder falsch, aber der Paulus sagt mir Danke. Habt ihr mal gemerkt? Ich bin der Einzige, der sagt, er sagt nicht Danke. Ich habe den Brief gelesen und denke, kannst du noch einmal Danke sagen? Nein, er sagt, ich bete für euch, ich liebe euch und Gott wird euch segnen. Für das, was ihr macht, er wird euch segnen. Ich sage nicht, das machen wir, nein, wir als Kreuzburg sagen Danke. Und wir beten auch für euch und wir glauben, Gott wird euch auch segnen. Es ist spannend, dass er sieht, hey, wie Gott wird die Kirche segnen für ihren Dienst. Vers 7. So ist es für mich recht, dass ich diesen Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe. Und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums, ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehe, mit der herzlichen Liebe Christi Jesus. Nicht jeder ist der Paulus beigestanden. Wir lesen nachher, wir haben im Galaterbrief gesehen, im Korintherbrief, der Paulus hat viele Gegner gehabt. Viele, die neidisch waren auf seinen Dienst, seine Arbeit, er ist ein berühmter Pastor, Prediger, Apostel, hat viel Widerstand erlebt. Philipper aber nicht. Die haben ihn immer unterstützt, immer für ihn gebetet. Im Dunkel, im dick und dünnen Zeit, gute, schlechte Zeit. Und einfach die paar Sätze von Paulus zeigen sein pastorale Herz. Er ist ein Apostel, ein Lehrer, ein sehr starker Mann. Aber in den paar Sätzen man liest, hey, er ist wirklich ein Papi, der an seine Kinder schreibt. Ein Vater an seine Kinder, wo er fest liebt. Und sich einfach ist dankbar. Er ist dankbar. Sagt er nicht halt ein bisschen, aber er ist dankbar. Und das lesen wir in Vers. Und er nimmt sogar Gott als sein Zeug für sein Herz. Was machen wir, wenn wir dankbar sind von Menschen? Hast du jemanden so gern, so lieb, dass wenn du an sie denkst, musst du einfach lachen? Und wenn ja, was machst du für diese Person? Was ist das Beste, was wir der Person geben oder machen? Gebet. Du hast voll recht gehabt. Hast gut gedacht. Genau, Gebet. Wenn wir jemanden so am Herz haben, fest lieben, das Beste, was wir für die Person machen können, ist für sie beten. Und der Paulus macht das in Vers 9, 10 und 11. Kommen stark kraftvolle Gebete, die ich könnte nur einen ganzen Sonntag über die 3 Vers predigen. Lass uns kurz zusammen anschauen. Vers 9. Und um diese bete ich, will ich euch so lieben, weil ihr seid einfach genial, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werden in Erkenntnis und aller Einsicht. Liebe für wen? Für wem? Ich kann das korrekt sagen. Für Gott. Es ist eine Liebe gegenüber himmlischen Vater. Und er braucht 2 Worte. Ich bete, dass eure Liebe für Gott wird
über Reich, über Stand durch 2 Worte: Erkenntnis, Epignosis, und Einsicht, Aisthesis. Epignosis heißt nicht nur mit Kopfwissen, es ist auch Erkenntnis mit Kopf, aber eine tiefe, persönliche, erfahrbare Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die du mit dem Kopf verstehst, kannst nachvollziehen, hast Wissen und gleichzeitig hast Erfahrung. Es ist persönlich. Es geht viel tiefer. Es ist nicht nur im Kopf, sondern auch im Herz. Du kannst Ja sagen, weil du verstanden hast. Du kannst Ja sagen, weil du erlebt hast. Es ist eine Liebe mit Gott, weil du kennst seinen Weg, seinen Gedanken, seinen Handel, seine Taten. Das hast du verstanden, aber das hast du auch erlebt. Und du kannst dazu stehen mit dem Ja. Und du sagst, ja, den kenne ich, den weiß ich. Auch wenn es schlecht ist, auch wenn er Nein sagt, auch wenn es nicht so läuft, wie ich will, aber ich habe Vertrauen. Weil er meint es gut. Er ist immer gut gewesen, er ist immer treu gewesen und es wird auch immer sein. Ich habe ihn erlebt. Ich kann ihn nicht verleugnen. Ich kenne ihn durch und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. So ein Erkenntnis. Viel tiefer als nur Wissen. Und wenn es nur Wissen ist und kein Herz, irgendwann kann man gegen uns selber diskutieren, kann man uns selber in Frage stellen, kann man andere Argumente finden. Wenn es nur im Herz ist, nur Erfahrungen, nur Emotionen, nur Erlebnis, aber nicht im Wissen. Nach der Zeit frage ich mich, ist das wahr gewesen? Ist das wichtig gewesen? Habe ich das wirklich so gefühlt? Vielleicht ist es in dem Moment, das alles geht weg. Eine Liebe von Gott bleibt, wenn es beides ist. Erfahrungen und Erkenntnis. Und dann geht er weiter mit Aisthesis, eine Einsicht, das ist das geistliche Unterscheidungsvermögen. Aisthesis. Eine Erkenntnis durch den Heiligen Geist. Das hilft, wenn wir wissen, ich muss das nicht alles allein machen, sondern Geist Gottes gibt mir eine Erkenntnis von der Liebe vom Vater, die ich darf wissen, die ich darf erfahren. Die Liebe wird mich so verändern, dass meine Entscheidung wird anders. Die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, wird anders. Was ich mich entscheide, wird anders. Das wird für seine Ehre sein. Ich will mit all meinen Entscheidungen ihn ehren, ihn loben und seinen Namen verherrlichen. So eine Liebe. Vers 10, damit ihr prüft, was es ich lese es von da, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und anstößig seid auf den Tag Christi. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Wir haben wenig Zeit, ich kann es nicht ein Beispiel bringen. Okay. Er sagt, so eine Liebe, damit ihr könnt prüfen. Prüfen heisst testen und echt befinden. Ob das echt ist oder nicht, ich sage es sehr kurz. Damals haben viele Statuen gebaut, Sculptures. Wir wissen zum Beispiel, der Michelangelo hat der David eine Statue gebaut und für das hat er 2 bis 3 Jahre Zeit gebraucht, bis er das gebaut hat. Und wenn du noch einen kleinen Fehler machst, wenn es zu viel abbricht, dann ist es fertig. Dann musst du vom Neu anfangen. Wenn das nicht so hast wollen, entweder musst du viel kleiner machen oder ganz neu anfangen. Und eine Statue zu machen, ist sehr, sehr kompliziert gewesen. Der Michelangelo hat das nicht gemacht, aber viele haben das so gemacht, wenn es einen Fehler gehabt hat oder wenn sie zu viel abgebrochen haben oder irgendwo kein Eben, dann haben mit dem Wachs drüber gegangen, haben es korrigiert und es schön gemacht. Und den Unterschied siehst du nicht. Du siehst erst dann, wenn du die Statue in die Sonne bringst und lässt in der Sonne ein paar Stunden sein und der Wachs fängt an zu schmelzen. Und wenn eine Statue in der Sonne gestanden ist und kein Wachs von dem schmelzt, dann hast du die Namen gegeben. Eigentlich auf Lateinisch heißt sincere. Sen heißt ohne,
Sincere heißt Wachs. Und das kommt auf Englisch sincerely. Ohne Fehler, ohne Verstecken, ohne Mangel. Und dann unter der Statute hat immer der Wort gegeben, sincere. Das ist korrekt. Der hat kein Wachs drauf. Und das sagt der Paulus, damit eure Glaube an Jesus, eure Halt darf ohne Wachs sein. Dass wenn es im Sonne kommt, wenn vor Gott steht, darf ohne Fehler, ohne Mangel. Und was ist die Frucht von dem? Ist Gerechtigkeit. Darf ich nächste Folie haben? Sehr einfach. Ich bete von euch als Kirche für eine Liebe, die tiefer mit Epignosis, schärfer, Ästhetis und reicher in Frucht der Gerechtigkeit wird. Durch Jesus Christus zur Herrlichkeit Gottes. Was für starke Gebet. Ein paar Versen, aber so kraftvoll. Wie würde ich mich wünschen, dass der Paulus würde für mich beten, und zwar diese Gebet. Wie schön. Vielleicht kann man das diese Woche üben. Bete die 2, 3 Vers für jemanden, den du gerne hast, die du liebst oder die du auch nicht liebst. Du kannst weiterhin beten von Einsicht, von Erkenntnis, von Gerechtigkeit in ihrem Leben. Und spannend ist, kann ich nächste Folie haben, Paulus ist in einer Situation, er ist im Rom, im Hausarrest, habe ich gesagt. Und damals war es so, wenn du im Hausarrest im Rom bist und du musst vor Kaiser gehen, ich muss ein paar Worte da studieren, sehr hochwahrscheinlich, er ist verbunden mit Ketten an einen Soldat. Und nicht einfach irgendeinen Soldat, sondern Prätoriengarde. Die sind Elite-Soldaten von der Kaiser. Meiste von der Prätoriengarde sind Leibwächter vom Kaiser selber gsi, wo dann gehen, um die Gefangenen wächen, und das ist bei ihm 2 Jahre lang gsi. Und da, wir lesen, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Forderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, weil es hat nur Worte gegeben, dass wieso ist der Paulus immer wieder im Gefängnis? Überall, wo er geht, er befindet sich immer im Gefängnis. Er macht sicher etwas falsch. Wenn er im Gefängnis ist und wird geschlagen und gesteinigt, etwas ist mit ihm falsch. Und diese Worte sind viel umgegangen und der Paulus schreibt und sagt, das ist nicht wahr. Und er fordert Einheit und Spaltung unter Kirchen. Gott wird es so, dass meine Feste in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Die Prätorium sind die Gebäude und die Menschen um Kaiser selber. Also sind Haushalt, seine Familie, die Bekannten von der Kaiser und die vertrauten Menschen um ihn herum. Und dass die meisten der Brüder in Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Feste und viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Kann man da abhalten kurz. Stell dir vor, du bist gefesselt an Paulus für mindestens 8 Stunden. Jede 8 Stunden gibt es einen Schichtwechsel. Einer von den Soldaten, du bist 8 Stunden gefesselt neben Paulus. Wie würde es dir gehen? Wir sind gläubig. Ich glaube, meisten von uns wird spannend. Like, yay! Ich will wissen, ich habe so viele Fragen. Paulus, jetzt aber, kann man den Korintherbrief ein bisschen zusammen schauen. Die armen Soldaten, was denkst du, Paulus macht? 8 Stunden, ganzen Tag und Nacht. Ich meine, wir haben in Apostelgeschichte gelesen, er fängt an zu beten, er tut Lobpreis machen, er tut Evangelium verkunden, er schreibt Briefe da. Es gibt Menschen um ihn herum, die Jesus nicht kennen. Die denken, hey, wir haben ihn im Gefängnis. Wir haben ihn in Ketten.
Er gehört uns. Und der Paulus weiß Bescheid. Evangelium gehört euch. Ihr denkt, ich bin euer Gefangener? Oh, jetzt aber. Let's go. Und er nimmt die Chance, 2 Jahre lang das Evangelium mit den Männern zu teilen. Er predigt, er betet, er macht Lobpreis und die können irgendwo gehen. Die bleiben da. Und was passiert? Kapitel 4, Vers 22, Philipper. Begrüßt der Paulus die Philipper anstelle von den Soldaten. Und ein Gruß von ihnen. Und das sagt uns, dass sie ihr Leben Jesus gegeben. Sie haben Leben in Jesus gefunden. Und sie grüßen auch die Kirche nicht durch den Paulus. Sag einen lieben Gruß von uns. Es ist schön. Wir beten auch mit dir für sie. Wir denken, wir können das Evangelium im Gefängnis bringen, im Ketten tun. Wir überlegen uns, wir können Jesus und das Evangelium stillen. Evangelium wird nie gestillt. Evangelium verliert nie Kraft. Evangelium bleibt nie im Gefängnis. Sogar im Gefängnis geht raus. Im Gefängnis die Soldaten haben Jesus gefunden. Sie gehen dann weiter. Sie erzählen in ihrem Haushalt. Sie haben ihren Kaiserhaushalt erzählt. Und Menschen von der Kaiserhaushalt sind zum Glauben gekommen. Wir lesen wieder in Kapitel 4. Evangelium kann nicht gestoppt werden. Weil das, was Menschen versuchen zu brauchen als Kette, Gott braucht als Pulpit. Als ein Ort, ich habe es Pulpit gesagt. Pulpit ist Kanzel. Wenn man versucht, Wort Gottes, Bibel, Evangelium verhindern, Gott findet Weg. Er steckt im Gefängnis 2 Jahre lang. Und Evangelium wächst in Rom. Viel mehr, als wenn er auf der Straße predigen. Kein Fessel kann Evangelium zurückhalten. Sie wollten ihn fesseln und Gott hat die Soldaten befreit. Und das hat noch weitergeführt. In Rom ist ein grosser Schwierigkeiten für Christen. Christen haben sich nicht getraut, das Evangelium zu teilen. Sie hatten mega Angst gehabt. Sie haben ihren Glauben für sich selber behalten. Und der Paulus schreibt da, wegen meinen Fesseln. Aber getrauen sich jetzt viel, das Evangelium weiterzugeben. Sie überlegen sich, wenn der Paulus steckt im Gefängnis und er predigt das Evangelium. Er spricht über Jesus weiter und Menschen kommen zum Glauben. Wie viel mehr kann ich das machen? In Freiheit. Wenn er sich wagt, zu der Kaiserfamilie geht, oder sie kommen zu ihm und er erzählt von Jesus, wie viel mehr kann ich das machen, wenn ich nicht in Gefahr stehe, wenn ich befreit bin, wenn ich im Zug bin, wenn ich einkaufe, wenn ich in der Schule bin, wenn ich am Arbeitsplatz bin. Wie viel mehr kann ich die Wahrheit weitergeben? Kann ich Jesus weitergeben? Kann ich Sinnliebe weitergeben, wenn ich frei bin? Wieso soll ich mich schämen, wenn der Paulus keine Angst hat? Und ich schäme mich für das Evangelium, für das Kreuz Jesus Christus. Und das hat ihnen Mut gegeben, das Evangelium weiter predigen. Und das darf auch uns heute Mut geben, das Evangelium weiter predigen. Uns nicht schämen für das Kreuz Jesus Christus. Weil es gibt keine Scham. Wir dürfen stolz sein. Stolz über das Evangelium. Und das ist der einzige Weg, das rettet, befreit und ewige Leben schenkt nach dem Tod. Das ist der einzige Weg, wo wir mit Sicherheit sagen können, ich habe ewiges Leben, weil Jesus ist mein Retter. Nicht, weil ich gut bin, weil ich nie perfekt sein kann, aber weil er perfekt ist. Und geht er weiter, ab Vers 15. Einige zwar predigen Christus auch als Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin.
Die anderen als Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie meinen festen Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was denn wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Der Wohlstand-Evangelium, the Prosperity Gospel, ist nicht Neues. Es ist nicht eine neue Bewegung von unserer Zeit. Wer kennt das Wohlstand-Evangelium? Wo sagt, alles ist gut, alles kommt gut, Gott liebt dich, es gibt keine Verfolgung, keine schlimme Situationen. Wenn du mit Gott lebst, dann du wirst nur sagen im Leben, das ist Wohlstand-Evangelium. Und das Wohlstand-Evangelium hat auch die Zeit von Paulus gegeben. Es ist nicht neu. Und er sagt, gewisse sind neidisch auf mich. Gewisse predigen das Evangelium nur, weil sie ein paar Nachfolger haben. Und Wohlstand-Evangelium hat Nachfolger. Man hört es gern. Und doch sagt er, mir ist egal, was sie machen quasi. Mir ist wichtig, dass das Evangelium wird gepredigt. Menschen hören über Jesus. Das ist am wichtigsten. Und das ist tatsächlich die Reaktion, die wir sollten haben. Das Evangelium muss weitergehen. Ich möchte wirklich, nicht bis am Schluss, aber so weit wie wir können, das bringen. Von daher, ich halte es kurz und ich gehe in dem ein Vers, das ist mein Lieblingsvers von der ganzen Bibel. Und zwar, denn ich weiß, dass dieser mir zum Heil ausschlagen wird durch eure Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesus Christi. Nach meiner sinnlichen Erwartungen und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimutigkeit wie aller Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei ich durch Leben oder durch Tod. Wir gehen gleich weiter, aber das ist auch sehr stark in alles, was ich mache, dass Jesus soll groß werden. Was für eine schöne Sicht. Er sagt, egal ob ich lebe oder nicht, weil er weiß, bald kommt ein Hinricht. Bald steht er vor dem Kaiser und hochwahrscheinlich wird er sterben. Und er schreibt selber, schau, ich bin realistisch. Ich freue mich in Jesus, ich freue mich in Gott. Es ist gut. Egal was es passiert, Gott muss größer werden. Gehen wir weiter. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Wir schließen es mit dem. Ihr habt es super gemacht, danke vielmals. Das Leben ist Christus und das Sterben ist Gewinn. Er geht weiter und sagt, ich weiß es nicht, was darf ich wählen? Ich will euch sehen, ich will mal zu euch kommen. Das ist mein Herz, aber wie schön könnt wir sagen, Silvia, darf ich dich bitten, wie schön wäre es, wenn wir alle sagen, Leben ist Jesus. Wenn ich lebe, dann lebe ich für ihn. Wenn ich lebe, dann mache ich alles für ihn. Dann tue ich ihn Ehre. Dann gebe ich alles, was ich kann, der Beste, weil er ist der Beste und ich kann der Beste für ihn. Leben ist Jesus. Aber sterben, das wäre ein Gewinn. Und wir können das nur sagen, nicht weil wir haben genug von dem Leben oder wir haben keine Freude am Leben oder wir haben keine Freude an Familie oder Ferien oder wir dürfen keine Freude haben. Es geht nicht um das. Wir können uns freuen an dem Leben. Und das hat er auch. Aber es gibt noch einen grossen Grund, um sich zu freuen. Es kommt etwas viel schöner, besser, wenn wir sterben. Aber wir werden mit Jesus im Himmel. Und ich vermute, ich bin mir nicht mehr sicher, wo das steht, wenn der Paulus sagt, ich sehe im dritten Himmel mit dem Geistesauge, er hat im dritten Himmel gesehen. Ich glaube, er hat den Himmel gesehen.
in der Gegenwart von Jesus hat er gesehen. Und mit diesem Perspektiv sagt er, Sterben ist Gewinn. Wie fest wünsche ich das mir? Dass meine Augen werden geöffnet und ich darf eine Perspektive von Himmel haben. Nicht, dass ich mich nicht freuen für die Zukunft, für die Erde, für die Menschen, für den Dienst, für Leben. Aber dass ich darf auch sagen, wenn ich lebe auf der Erde, dann ehre ich Gott mit dem. Und wenn ich sterbe, was wird schön? Weil ich will mit meinem Herrn sein, mit meinem Gott. An einem Ort, wo keine Schmerzen gibt, keine Leiden gibt, keine Einsamkeit, keine Verletzungen, kein Krieg, keine Ungerechtigkeit. An einem Ort, wo gerecht ist, wo fair ist, wo gut ist. Und solange ich auf Erde bin, dann gebe ich mein Bestes, um Gerechtigkeit in dieser Erde zu bringen und das Gute in der Erde machen und Veränderung in der Erde bringen mit meinem Leben. Und wenn ich gehe, wenn wir uns freuen am Sterben, weil wir werden mit Jesus eins, dann haben wir etwas gut gemacht. Wir können von Paulus lernen. Das ist mein Gebet. Ich will kurz mit uns beten, dass der Heilige Geist uns Erkenntnis und Einsicht schenkt, eine Liebe von Gott, dass unser Leben so verändert, dass wir uns sehnsuchtlich wünschen, ihn wieder zu sehen. Und dann wir steigen in die Zeit vom Lobpreis. Merci, Vater, für dein Wort, für das Bibel. Danke, dass dein Wort ist Ja und Amen. Danke, dass dein Wort ist Wahrheit und danke, dass wir lernen dürfen. Danke für den treuen Diener, der Paulus, für alles, was er schreibt. Für die Freude trotz Gefängnis. Freude, die unabhängig ist von unseren Umständen, vom Leiden, sondern abhängig ist von der Gegenwart von Jesus. Eine Freude, die ist verbunden mit Jesus und nicht verbunden mit Umständen. Diese Freude bitte ich, Herr, für jeden von uns. Besonders die, die in schwierigen Umständen sind. Besonders die leiden heute. Besonders die schwierige Fragen von sich haben. Bitte ich für so eine Freude, die tief verbunden ist in dir, Jesus Christus, unser Herr. Erfülle uns mit einer fundamentalen, starken Freude, Liebe für dich. Eine Liebe, die unsere Verhältnisse, unsere Taten, Handel, Verstand ändert. Eine Liebe, die uns Sehnsucht schenkt für dich. Näher zu dir, mehr von dir. Merci, dass du hast erst uns geliebt. Merci für deine grosse Liebe. Wir haben das gesungen, wir glauben, aber wir können nie nachvollziehen, wie fest du uns liebst. Wir lieben dich. Wir lieben dich sehr. Und wir würden gerne noch mehr wachsen in dem Liebe, Jesus. Danke, dass du uns hilfst, begleitest und führst in dem. Merci für Heilung. Merci für Wiederherstellung. Merci für Frieden, die wir dürfen in diesem heutigen Morgen erfahren. Merci, dass du kommst mit dem Heiligen Geist. Und berühre jedes Herz, Körper, Seele und Geist. Wir möchten empfangen von dir. Wir haben einen treuen Gott, einen guten Gott, der mit Überfluss, ohne Gier schenkt. Wir haben einen Gott, der ist gegenwärtig, er ist da und er freut sich, heute dir das, was du von ihm brauchst.
an Freude, an Liebe, an Heilung, an Weisheit, Geduld. Und musst nicht mit leeren Händen heimgehen. Du darfst Hände jetzt im Lobpreisteil erheben und sagen, ich brauche dich. Ich brauche Freude in meinem Leben jetzt gerade. Trotz Umständen. Trotz Leiden. Ich brauche Liebe mehr für dich, weil ich habe die erste Liebe verloren. So eine starke Liebe für dich spüre ich nicht. Ich brauche das. Hilf mir. Und ich brauche Weisheit. Für Entscheidungen, die ich muss treffen muss. Für meine Familie. Alles, was du brauchst, hat er und er allein. Und ich lade dich auch im Gebet gehen. Wir haben ein Gebetsteam, das ist da und bereit für dich zu beten, mit dir zusammen zu beten. Nimm es in Anspruch. Geh nicht mit leeren Händen heim.